Hallihallo und herzlich willkommen bei eurem Schweizer zurück, direkt nach dem Boss in der Spielzeugkiste. Wir schauen direkt einmal, was auf uns zukommt. Es sollte eigentlich wieder ein Szenario kommen, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl! So Xehanort got away again. Yeah, he's a big chicken. I'm sorry. What? I wanted to get you back to the real world. It does seem that we're trapped here. We'll never get home. Yeah, stuck like pigs. Our position appears fixed. Oh no! A shame we'll have to stay a little longer with our new best friends. Huh? After all the adventures we've had, we're not quite ready to say so long. You guys. I'm sorry that I was being so stubborn. Please forgive me. Hey, you were just looking out for your friends. No biggie. Yeah, somebody's got to be the sensible one. Huh? Especially since Woody's always getting in trouble. Gosh, that sounds a little like Sora, don't it? Huh? Yeah, and I'm the dependable one. Like Buzz. Kinda. Besides, if we do go back to the real world, we'll never see you again, right? Oh. But what about Andy? You care about him so much. Oh. And he's still right here with us. Whoa. If we follow our hearts, we'll find them again. Yeah. So, Sora, are you going after the guy in the black coat? Something tells me we can't join you on that mission. That's okay, because you become part of our hearts. Oh. So let us become a part of yours. Thank you. Now, off you go. To infinity and beyond! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Die Spielzeugkiste haben wir abgeschlossen. Ja, interessante Geschichte gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin fasziniert allgemein von Toy Story. Ich habe es geliebt. Hilfs-Sheriff Nummer 1. Ein Schlüsselwert mit Fokus auf Angriff, Formveränderung, Hyperhammer und Drillschlag. Okidok. Gut, ich habe jetzt allgemein immer, glaube ich, die Schlüsselschwerter nicht gross gewechselt. Bin jetzt immer auf dem ersten geblieben. Für die zweite Form. Ich finde die halt eine der besseren Sachen. Der besseren Fähigkeiten von der Schlüsselschwerter. Aber naja, es geht ja direkt weiter mit unserem Gummichat. Sora, what about the power of waiting? You had to remind me? Well, gosh, we just want to help keep you motivated. I was thinking about Roxas. He's trapped here in my heart. But he needs a body to be himself again. Well, don't worry. Yenzo's working on a way to get him free. I'll bet you he's got the perfect body all lined up. You've got the gummy phone, Sora. Why don't you try giving him a call? I guess so. Yeah, why not? Oh, hiya, Sora. Your Majesty! Hey,
Wrong number? No. Rico and I are visiting Radiant Garden. Actually, we were just about to call you guys. But it looks like you beat us to the punch. Sora, is something wrong? I wanted to pick your brain. In order for us to recomplete Roxas, he needs a body, right? Yeah, to put his heart in. Huh? Replicas. Huh? Well, replicas are basically human. What? Oh, yeah. You wouldn't remember. The previous Organization 13 developed replicas, realistic vessels to place hearts in. They're so real, in fact, that you'd actually mistake them for people. And with hearts, the replicas will become people. Cool. But if we get our hands on a replica, will Roxas look like himself when he's recompleted? Yup. The replica takes the form of the heart inside it. That's perfect! I'll talk to Ienzo. He was in the organization back then, so he might know more. Great. Thanks. Wait. Do you guys think they're after replicas too? Nope, they definitely said a black box. Who's that? The organization and Maleficent. Oh. I guess we forgot to mention it. Huh? It's okay. But there's something you guys should know about one of their members. Huh? So let the rest of us worry about Roxas and Naminé for now. You journey on and keep an eye out for Terra. Yes, Your Majesty. Stop that! They don't change, do they? Nope, that's their best quality. Well, we gave Merlin the vestments for Kairi and Axel. Let's go stop by Ansem the Wise's study. Right. So, nach dieser kurzen kleinen Einführung von Mickey Mouse, Sora, wie sie zusammen telefoniert haben, ist noch ziemlich spannend gewesen, aber wir befinden uns direkt im Weltraum, wo uns eine einzige Welt noch frei steht, und zwar das Königreich von Corona. Ja, ich weiss, aber wir lassen es jetzt mal dabei stehen. Das heisst ja eigentlich, Corona heisst ja im Großen und Ganzen ja eigentlich Corona, und das müssen wir ja eigentlich so anschauen. Das ist ja hat ja nichts mit dem Virus zu tun. Wir haben hier jetzt einen M-Highwind Stufe 1 bekommen, den wir montieren können. Ja, dann lassen wir gerade so einen. Bauplan speichern. Nennen wir ihn einfach mal A. Okay, gehen wir mit Bauplan speichern. So. Nein, warte jetzt. Ich muss mich jetzt ganz kurz selber finden. Zum Highwind, weil ich würde das gerne ausrüsten. Wir können jetzt neben uns noch 2 kleine Raumschiffchen mithalten. Ja, das können wir jetzt in dem Fall jetzt so lassen. Bauplan ist gespeichert. Dann kommen wir zum Gummijet gehen. Gummijet haben wir immer noch so halb. Ui, was ist das? Lecker Graus. Okay. Soll das auch ein Raumschiffchen darstellen? Okay, lassen wir es jetzt einfach mal so stehen. Alles klar. Gummiladen, ich würde sagen, wir brechen am besten einfach mal auf, weil wir wirklich noch gar nichts Grossartiges machen können. So, das ist unsere kleine, feine Galaxie, die wir gerade vor uns haben. Und wir sollten uns eigentlich richtig Königreich von Corona aufmachen, Kampfstufe 14. Aber ich würde sagen, wir könnten eigentlich eine kleine Gummijet-Folge machen und jetzt wirklich das mal versuchen, die Sphären, Schatzsphären, zu holen und zu finden. Aber für das müssen wir trotzdem den da aufbrechen. Genau, jetzt muss ich hier auf Einstellungen, Minijet und kann den ausrüsten. Und so sind wir gerade direkt mit unserem Dings unterwegs. Was ist denn das? Zwillingsschuss. Tun wir das jetzt einfach mal ausrüsten, ich glaube, das ist gut. Brechen wir einfach mal ganz kurz auf. Jetzt haben wir noch einen kleinen Mini-Chat zur kurzen Unterstützung mit dabei. Ganz eine coole Sache. Jetzt können wir viel schneller und
besser das Zeug vernichten und zerstören. Wir sind schon mal einiges stärker als am Anfang. So. Reisen wir mal los. Wir haben wieder die Qual der Wahl. Nummer 1, 2 oder 3. Ich schaue jetzt ganz kurz einmal. Was ich beim letzten Mal herausgefunden habe, ist, man könnte hier die Zonenkarte drucken, oder? Jetzt könnte ich da den Weg markieren. Nein, jetzt wollte ich da die Fähren. Dann kann ich die nicht da. Nein, ich muss es in dem Fall schon gefunden haben, damit ich es... Ah nein, so. Okay, jetzt könnte ich da Weg markieren. Das ist nämlich einiges leichter als versuchen, die selber zu finden. 900 Meter in die Richtung, das machen wir doch direkt mal. So, ein Schub in die Röhren rein, ein paar Taler aufsammeln. Gut, ist jetzt auch nicht wirklich weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Können wir gerade noch ein paar Meteoriten zerstören. Fliegen wir mal auf die los. So, ja, ist schon ein ziemlicher Unterschied mit dem kleinen Mini-Chat mit dabei. Da hinten dran sollte uns gerade unsere Schatzsphäre befinden. Ui, aber gut, ist auch noch ziemlich gut versteckt. He? Ah, da haben wir sie gerade. Voilà! Einmal drauf schiessen und los geht's. Das Ziel ist, wie beim allerersten Mal, wer sich noch daran erinnern, eigentlich die Feldchen abschiessen, so lange drauf schiessen, bis sie in der richtigen Position stehen, um die Schatzsphären zu öffnen. Es gibt auch ein paar Fakes, die sich gar nicht bewegen lassen, und wenn man halt auf die schiesst, verliert man ziemlich viel Zeit, besonders in den späteren Schatzsphären, weil da geht es easy lang und easy viel von diesen Drehteile, die wir dann einstellen müssen. Da haben wir jetzt gerade den nächsten, da können wir von der Seite aus schon mal anschiessen und boom, voilà. Ziemlich leicht und einfach haben wir erledigt und kommen gut viele Sachen dafür über. Laserklingengummi, Zyklongummi, etc. und so weiter. Jetzt können wir das gleiche Prinzip eigentlich gerade nochmal versuchen mit der anderen Schatzsphäre. Genau, Weg markieren. So funktioniert das ja viel leichter als beim ersten Mal. Ich habe mich da noch ganz kurz ein bisschen erkunden, wie wir das am besten machen. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich da nicht wieder anfange durch die Wände durchfahren. Also reinfahren und drauffahren. So, einmal da drüber bitte. Sieht aber noch cool aus, da jetzt so ein rundummer Weg da drauf. Wir könnten da jetzt auch versuchen, das Beat mitzunehmen von diesen Toren. Wäre wahrscheinlich noch ziemlich lustig. Und ich freue mich, morgen fange ich endlich an, mein neues Projekt aufzunehmen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon drauf. Dann seht ihr mal mein Gesicht, mein Face. Also gut, ich hoffe, dass es jemandem passt. Mein Face ist ja eigentlich unwichtig im Großen und Ganzen. So, da haben wir schon die nächste Schatzsphäre. Das gleiche Prinzip, nochmal Zahnräder abzuschiessen. Hier aufzumachen. Ich glaube, dann hätten wir nur noch einen Wegpunkt, den wir freischalten in diesem Abschnitt vom Universum. Und dann können wir uns eigentlich schon mal direkt auf den Weg machen ins Königreich vom Corona. Und hoffen wir, dass wir auch gesund bleiben beim Landenanflug. So, das ist so eine Art Z, die haben wir auch. Wo ist das nächste? Kann ich die auch kaputt machen? Oh, ich kann sogar, während ich die Sphäre kaputt mache, noch Meteoriten zerstören. Ist auch mal was. So, das sollte, glaube ich, das letzte Zahnrad sein. Wenn ich mich nicht täusche. Come on, jawohl. Gut, Schatzsphären erledigt. Sacken wir uns unser Preisgeld ein und fliegen direkt zum Wegpunkt. Dort sollte eigentlich, glaube ich, ein kleiner Bosskampf dann auf uns warten gegen den Gummijet, aber das sollten wir auch gut anbekommen, wenn wir doch direkt mal wieder auf die Zonenkarte gehen. So, eigentlich haben wir alles freigeschaltet, ausser, wenn ich das jetzt richtig sehe. Bei dem Wegpunkt bin ich mir jetzt mega unsicher, ob wir die freigeschaltet haben. Von hier aus aufbrechen, also ich glaube, die haben wir sogar schon freigeschaltet, sonst könnten wir nicht von dort aus aufbrechen. Aber was ist mit dem da? Den haben wir auch schon gemacht, Wegpunkt SL2. Wir könnten sogar jetzt von da aus aufbrechen, Richtung Corona. Ich drücke mal drauf, um zu schauen, weil die Sphäre nebendran sollte, also sollte ja eigentlich direkt nebendran sein, die andere. Aber es sieht aus, als hätten wir in dieser kleinen Galaxie, in dem kleinen Universum vom Königreich von Corona und Spielzeugkiste und Twilight Town eigentlich alles freigeschaltet und zerstört. Also wäre das nächste eigentlich, was wir noch machen können, Richtung Corona fliegen. Ah, das ist jetzt der erste Wegpunkt, das wäre der andere. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, dass wir uns da gerade nochmal... ja, jetzt muss ich da noch vergessen schiessen. Ich bin mal beim letzten... später können wir ein Laserschwert vorne montieren, dann muss ich gar nicht mehr schiessen, sondern die Meteoriten gehen automatisch kaputt, wenn ich mit dem Schwert dann dort reinfliege. Sieht noch ziemlich speziell aus, aber das zeige ich euch dann auch noch später. Voilà, ich glaube, den haben wir auch freigeschaltet, weil er leuchtet auch so schön rum. Okay, alles klar.
Ich würde sagen, in dem Fall nicht lang umeinander reden, sondern direkt versuchen. Was ist das? Sternenlichtpfad. Kampfstätte. Das heisst, wir müssen uns noch um einen Kampf stellen. Ah nein, das ist jetzt Spielzeugkiste. Hey, hey, hey! Schweizer, schau mal richtig! So. Müssen wir jetzt nicht selbstständig da fliegen? Ah, jetzt tut uns direkt an teleportieren in dem Fall. Auch nice, auch nice. Oh nein, wir müssen dort hin und fliegen von Twilight Town los. Okidok. Zielmarkierung ist in das Rohr durch. Dann wählen wir mal Nummer 1. Los geht's. Da vorne bewegt. Findet sich gerade ein Level 1 Gegner. Wenn wir den gerade noch versuchen mitzunehmen, wenn wir schon da durchfliegen. Alles klar. Tut uns auch gut, dann können wir gerade noch ein bisschen leveln. Und ganz ehrlich, ich finde es noch recht lustig, mit dem Gummijet umeinander zu fliegen. Also ich habe dort auch schon stundenweise verbracht, aber nicht in dieser Welt. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe erst in der letzten Welt alles Mögliche dann freigeschaltet. Ich sehe dann nach Königreich von Corona, was ich gemeint habe. Ich werde es dann nochmal ansprechen. Jetzt haben wir da gerade noch Schaden bekommen von dem. So. Ziemlich leicht eigentlich mit unseren Level 18 schon. Gar nicht gemerkt, dass wir schon Level 18 sind mit unserem Gummijet. Nächstes Mal bin ich irgendwie mit Level 10. Habe ich fast komplett durchgespielt. So. Und dann erst gegen den Schluss habe ich noch wirklich leveln. Es gibt dann auch noch grössere Busse, die man kann besiegen kann. Ein riesen Raumschiff, das auch noch kommt. Wo man wirklich auch muss sein Raumschiff wirklich komplett umbauen, dass man überhaupt noch eine Chance hat, gegen die dann überhaupt anzukommen. Aber das ist einwandfrei easy gegangen. Haben wir leicht überlebt mit Punktestand B. Unversicherheitsbonus 149.000. Haben wir, glaube ich, auch schon mehr geschafft. Aber lassen wir mal so stehen, wenn wir jetzt mal da hinten durch. Ja, das würde mich jetzt mehr reizen durch die ganzen Ringe da. Dann können wir wenigstens noch etwas einsammeln. So, das sind Erfahrungspunkte. Jawohl, da haben wir das paar von diesen komischen Tower da. Können wir gerade zerstören. Finde ich cool, können wir gerade noch ein paar Sachen einsammeln. Geschwindigkeit kommen wir dann mit der Zeit auch noch mehr dazu über. So. Ich würde sagen, haben wir gut eingesammelt. Da vorne haben wir einen Level 2er. Wenn wir uns an den versuchen, oder lassen wir den einfach mal sein? Komm, versuchen wir ihn mal. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon mal einen Level 2er geschafft. Ui, okay. Da kommt was. Gut, das sieht jetzt nicht so klein aus, wie ich gehofft habe. Okay, zerstören den Blumenkopf hat gestanden, wenn ich mich jetzt nicht getäuscht habe. Gut, das hat auch eine Art wie einen kleinen Kampfboss. Ja gut, nein, es ist ein Kampfboss, nachdem ich jetzt gerade die Leben dort gesehen habe, wo der... Aber was ich jetzt nicht ganz genau dran verstanden ist das jetzt einfach so ein Zwischendrin-Boss, oder? Naja, egal. Schauen wir so an, sobald wir ihn besiegt haben. Das sollten wir eigentlich auch irgendwie ankommen. Ich habe das Gefühl, ich mache dem so praktisch irgendwie gar keinen Schaden. Oh, jetzt hast du dich aufgemacht, so eine Art Stern haben wir da. Ich versuche einfach genug lang drauf zu bleiben, aber wir machen dir auch irgendwie wirklich nicht so bombenmäßig Schaden, würde ich jetzt mal sagen. Ja, gegen den Gegner hätten wir wahrscheinlich jetzt wirklich noch können oder sollen noch ein bisschen mehr machen. Schießt er, glaube ich, nochmal so einen Laser. Alles klar. Ausweichen am besten. Sieht gerade nochmal nach so einem Laser aus. So, 2 von diesen Spitzen, die dazugekommen sind, haben wir schon wieder vernichtet. Aber wirklich viel Schaden machen wir ihm nicht. Das könnte sich noch ein Zeitchen ziehen. Ja, wir versuchen, die außenstehenden Zacken, Blüten würde ich jetzt die mal nennen, kaputt zu machen. Oh, jetzt kommt dann nochmal so ein Laserstrahl. So. Ah, jetzt geht er mehrmals hin und her. Gut, das ist auch gut zu wissen. Bevor ist er immer jetzt ein einziges Mal rundherum gegangen. Jetzt machen wir gut Schaden, Ein Balken haben wir ihm schon abgezogen. So.
Jetzt hat er jetzt so die ganze Zeit so seine Schutzform um sich herum, dass ich ihn nicht wirklich angreifen kann. Alles klar. Mach deine Blüten wieder auf, dass wir Schaden machen können, wie jetzt. Jawohl. Ja, sieht schlecht, muss ich sagen, sieht es nicht aus, aber ich habe einfach das Gefühl, wir machen noch ein ziemlich wenig Damage. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, aber ich merke das halt. Ist halt ein zeitaufreibender Gegner, aber ich glaube, das sollten wir gut anbekommen. Jetzt kommt er da wieder mit seinem Laserstrahl. Okay, er hat ihn jetzt nur wieder einmal eingesetzt. Ich glaube, er setzt ihn mehr ein, also es macht mehrere Linien, sobald man mehr von diesen außerstehenden Blüten da kaputt gemacht haben. Ich nenne sie jetzt mal Blüten, ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. So. Ich glaube, wir haben jetzt gut im Griff momentan. Noch 4 Zacken sind Führung, die schaffen wir noch, aber sein Leben sinkt irgendwie gar nicht. Ui, ui. Okay, jetzt hast du aber recht viel eingesetzt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Gut, die 3 sind weg. Versuchen wir, so gut Schaden wie möglich hineinzuheissen. Ja. So, jetzt bist du in einer Schutzform rein. Da können wir dann nicht wirklich Schaden machen. So, wir haben auch fast nur noch die Hälfte von unserem Leben. Ich hoffe, das kommt gut. So. Jetzt bin ich halt mal ganz ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Ich glaube, es wird dumm, wenn wir gegen den Gegner sterben, besonders wenn er nicht so zeitaufwendig ist. Wie viel... Ja, jetzt setzt du wieder nur einmal ein. Das heisst, pro Zacke gehst du einmal mehr. Das ist immer gut zu wissen. So, die Drecksblumen bringen wir auch in den Griff. 3 Zacken haben wir schon wieder weg. Suchen wir uns an 4. an. So, jetzt haben wir wieder deine Bümbeli. Einfach drauf bleiben. Während seiner Fähigkeiten merken, machen wir wirklich viel weniger Schaden. Das heisst, eigentlich wäre am besten... Oh, wie viel Mal? Wow, ist das gerade ein Nerven aufreibend. Oh, draufbleiben, 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 draufbleiben. So, und jetzt ist einfach wieder ausweichen. Mit seinen geometrischen Dreiecken, die uns da verfolgen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es könnte noch recht knapp werden, wenn ich ehrlich bin. Wir haben weniger als die Hälfte von unserem Leben, er genauso. Also wir sind etwa auf dem Gleichstand. So, versuchen wir drauf zu bleiben. Jetzt haben wir wieder seine komischen Bömbeli. Suchen einfach am Rand raus entlang. In unsere Schweizer Laserkanonen in die Fressen jetzt heben. So, da kommen seine Zacken wieder. Oh mein Gott, der Laserstrahl, den mag ich am wenigsten gerade momentan an dem Gegner, ehrlich gesagt. Gut, einmal durch, eine kaputt. Ah, okay, jetzt komme ich raus, Pro Laserstrahl, den er einsetzt, verschwindet eins von seinen Blüten. Und in dieser Zeit können wir halt Damage machen. Das heisst, pro Blüte, die er verschwindet, kann er einmal einen Laserstrahl ziehen. Okay, alles klar, alles klar. Das macht die ganze Situation auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen leichter. Wenn ich ein bisschen Verständnis habe für das, was du vorhast, du kleine Made. So, der nächste Balken haben wir auch schon weg. Ich glaube, wenn wir mit viel Geduld und Disziplin werden wir den Gegner schaffen. Der ist knapp. Das ist knapp. Ah, fuck. Noch ein Treffer und es ist vorbei. Mal schauen, ob wir das schaffen. So, jetzt verzieht er sich wieder in seinen Blumenkokon.
Schaden ist halt, dass wir uns wirklich nicht regenerieren können mit unserem Gummischiff. Und ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Level 2 Gegner so stark sein wird. So, die Devise ist momentan mehr ausweichen als angreifen. So, das sollte jetzt wieder seine Pünktchen kommen. Ja, jetzt muss ich da ein bisschen mehr ausweichen. Voilà, mein Herz ist am Klopfen, ich bin wieder am Tod schwitzen. Aber das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Oh, jetzt kommt wieder sein Laser, ich habe jetzt schon keine Lust drauf. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns wirklich bis jetzt Schaden gemacht hat. Einmal ist gut, mehr muss auch nicht. Voilà, voilà, voilà. Okidok. Ich versuche jetzt wirklich, wenn die Strahlen kommen, so weit weg wie möglich zu gehen. Anstatt Staden machen, jetzt hat er seine Pömbeli wieder, die können wir eigentlich gut... Denen können wir gut ausweichen, wenn wir auch im runden Verlauf bleiben. Und Gegenuhrzeiger sind zu ihm. So... Und jetzt. Wir schaffen das. Ui, jetzt da. Oh, jetzt habe ich gerade Angst bekommen. Jetzt habe ich wirklich das erste Mal seit langem wieder Angst gehabt. Ui, 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 ui. Das ist wirklich gerade ein nervenaufreibender Kampf gegen die Drecksau. Oh Mann, oh Mann. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. So, er hat sein Maul ein bisschen aufgemacht, aber es bringt uns nichts. Ich glaube, ich versuche lieber auszuweichen zur Zeit. Da haben wir seine Pömbeli wieder, die habe ich am liebsten, die kann ich wirklich gut ausweichen. Und die habe ich ziemlich gut im Griff, mich nicht zu treffen lassen. Aber ich sollte nicht zu viel reden. Oder über das reden. Sonst passiert es nämlich noch, dass mich genau so ein kleines Ding trifft. Das wäre so typisch ich. So, jetzt können wir wieder seine Blüten. Das heisst, der Laser lässt nicht lange auf sich warten. So, den haben wir gut ausgewichen. Das ist knapp gewesen. So, wir nähern uns auch an seinem letzten Balken. Bedeutungsweise, wir sind wieder etwa gleich auf. Jetzt ist nur die Frage, wer trifft wer zuerst. Gut, wenn jetzt seine Pünktchen kommen, bedeutet das, dass er nachher wieder so 5, 6 Mal hintereinander den Strahl setzt. Oder gerade 4 Mal. So viele Blüten, wie er noch hat. So, jetzt ist hauptsächlich wirklich nur noch ausweichen nach... Nein! Nein, was? Wir sind doch jetzt so schön ausgestellt durchdingselt. Oh Mann, oh Mann. Okay, alles klar. Also, ich würde sagen, ich versuche jetzt nochmal ganz kurz den Boss und wir sehen uns in dem Fall am Ende wieder. Müssen wir jetzt nicht nochmal gerade zuschauen, wie ich das mache. So, la. So, ich würde sagen, so Stück. Wir sehen uns gerade wieder, sobald ich den Boss besiegt habe.
So, ich würde sagen, willkommen zurück. Wir befinden uns gerade auf dem Endspurt, um den Boss wieder zu besiegen. Ich muss sagen, beim zweiten Mal ist mir dann jetzt viel leichter gefallen. Und auch viel, also gut, jetzt habe ich wenigstens den Rhythmus gewusst, genau die Abläufe vom Boss. Und darum hat es mich jetzt als viel leichter gedacht. Ich glaube, man sieht es auch anhand von meinem Leben, dass es sich jetzt nicht wirklich, dass es sich nur positiv entwickelt hat, anstatt negativ. So, und da habe ich auch gemerkt, da lohnt es sich wirklich viel mehr, eigentlich einfach drauf zu bleiben. So, wir haben es fast geschafft. Voilà, erledigte Sache. Im zweiten Mal, im zweiten Anlauf haben wir es geschafft. Ergebnis, Kampf gegen den Blumenwächter. 156.000, Stufe B. Nice Sache, nice Sache. So, nachdem wir jetzt den besiegt haben, würde ich mal sagen, ich mache mich mal Richtung Königreich von Corona. Hyperspeed. So, boah, der ist jetzt gerade wirklich nervenaufreibend gewesen, der Boss. Hei. Dass er mich beim ersten Mal noch so dramatisch gekillt hat am gegen den Schluss. Aber naja, was soll's. Vor uns liegt schon Königreich von Corona. Du hast eine Markierung erreicht. Sola. Ich würde sagen, ich danke euch viel fürs Einschalten und wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge, wenn es heisst Königreich von Corona in Landenanflug. Und was hat es mit dem Turm eigentlich auf sich und was für ein Land wird das überhaupt sein? Egal, ich höre mal lieber auf reden. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.